Weihnachten ja schon eine ganze Woche vorbei und ich hoffe, ihr alle habt schöne Festtage gehabt und schön gefeiert. Timon, habt ihr schöne Weihnachten gehabt? Ja, sehr schöne Weihnachten gehabt. Ja. Hey, und ich nehme mal an, euch geht es ähnlich wie uns. An Weihnachten isst man immer so wahnsinnig viel. Gibt es bei euch so ein traditionelles Weihnachtsmenü? Ja, das ist bei uns tatsächlich das Fondue Chinoise, würde ich mal sagen. Spätestens als Silvester haben wir es dann sicher mal gehabt in dieser Zeit. Ja. Wer von euch hat alles auch Fondue Chinoise gehabt? Oh, bin ich fast ein bisschen neidisch. Aber wir haben auch fein gegessen und sicher nicht zu wenig gehabt. Und wir haben auch einen Baum gehabt, einen Christbaum bei uns in der Stube und ganz viele Päckchen drunter. Und die meisten Päckchen sind zwar für Kinder gewesen, aber es hat auch ein paar für mich drunter gehabt. Zum Beispiel habe ich so Götti-Geschenke bekommen, also von meinen Götti-Buben. Das eine war eine coole Seife, wo ich jetzt die Hände waschen damit, und das andere ein feiner Senf. Also Sachen, die man gut kann brauchen. Jetzt ist es ja so, ich weiss nicht, wie es dir geht mit diesen Päckchen. Man freut sich lange darauf, dass man die endlich auspacken darf. Und schon lange fiebert man darauf an. Und dann kommt der grosse Moment. Und wenn man sich so richtig fest gefreut hat, ist es doch manchmal fast ein bisschen schade, wenn man dann die Päckchen auspacken kann, oder? So lange war die Überraschung so gross gewesen. Und dann, wenn man es dann endlich in den Fingern hat, dann ist vielleicht manchmal die Freude dann schon bald wieder gar nicht mehr so gross. Und manchmal vergisst man es schnell auch wieder. Oder wer von euch möchte sich jetzt noch erinnern, was er letztes Jahr alles auf die Weihnachten geschenkt bekommen hat? Schon noch ein paar, Das ist eine gute Frage. Manchmal vergessen wir es so schnell, dass wir nicht mal wissen, was wir gestern zum Mittag hatten, oder? Genau. Das geht doch schnell. Ja, und ich hoffe, ihr habt wirklich aber coole Geschenke bekommen. Ich habe lustigerweise ja auch eine Seife bekommen von meinem Das ist Götti-Bub. ein gutes Götti-Geschenk. Ein gutes Götti-Geschenk offensichtlich. Genau. Und gleichzeitig feiern wir ja an Weihnachten eben nicht nur die kleinen Geschenke, sondern das grösste Geschenk. Viele von euch kennen ja sicher auch das Lied «Das grösste Geschenk von der Weihnacht». Haben die einen vielleicht sogar die Hause gesungen. Und um das geht es ja. Um Jesus, der dort an Weihnachten zu uns gekommen ist. Er, der das grösste Geschenk ist. Und er ist nicht einfach so eins, das man mal auspackt und dann ist es wie da, sondern das Geschenk, das ist ewig. Das ist unvergänglich. Und in der Bibel gibt es ein Buch, Jesaja heisst das, wo uns über das Geschenk berichtet. Über die Eigenschaften, die das Geschenk, wo Jesus in sich trägt. Und in einen Vers, wenn wir dort gerade eintauchen. Der Jesaja selber war ein Prophet, wie zum Beispiel auch der Elia und der Elisa. Und Propheten sind Männer oder Frauen, die Gottes Stimme irgendwie auf eine spezielle Art auch gut gehört haben. Und der Jesaja war so ein Prophet und hat die Worte dann aufgeschrieben. Und er schreibt über das Geschenk im Kapitel 9, Vers 5, denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt. Er wird die Herrschaft übernehmen. Man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedensfürst. Also so 4 von diesen Eigenschaften nennt er, die wir jetzt ein bisschen genauer anschauen wollen. Und Reto, wir haben da noch etwas auf der Bühne, oder? Für das müssen wir da über zu dem grössten grossen Geschenk. Nicht ganz das grösste, das wir hier haben, aber schon sehr ein grosses. Und da wollen wir mal schauen, was da drin ist. Wir schauen nämlich die verschiedenen Eigenschaften ein bisschen besser an. Und das Erste, was ja da heisst, ist, dass Jesus heisst wunderbarer Ratgeber. Das heisst es über ihn. Wir alle kommen in unserem Leben immer wieder an Situationen an, wo wir vor grossen Entscheidungen stehen. Wo wir etwas entscheiden müssen und vielleicht nicht wissen, welches als der richtige Weg ist, wo wir gehen sollen. Vielleicht musst du dich für eine Lehrstelle entscheiden und weisst nicht, welches als der richtige Beruf ist oder welches die richtige Lehrfirma ist, wo du möchtest das machen. Oder vielleicht steht für euch als Familie eine grosse Investition an und ihr fragt euch, ob es weise ist, so viel Geld auszugeben. Oder vielleicht ist dir jetzt gerade etwas anderes in den Sinn gekommen, wo du denkst, hey, da ist eine Entscheidung, die ich treffen muss, wo ich eigentlich froh wäre, wenn ich jemanden hätte, der mir einen weisen Ratschlag geben würde. Und dass Jesus das grösste Geschenk zu uns gekommen ist, heisst eben, dass er unser wunderbarer Ratgeber möchte sein. Das heisst, wir dürfen Jesus beten und fragen, dass er uns Rat gibt, dass wir gute Entscheidungen treffen können und wissen, welches der richtige Weg ist zum Wählen. Wenn ich da wieder reinlange, das Geschenk, dann ist das Nächste, was ich rausnehme, starker Gott, wo der Jesaja erwähnt. Das Geschenk, Jesus, er ist der starke Gott.
Er trägt die Kraft in sich wie Gott. Gott, er ist nicht, das ist noch cool, Jesus ist nicht einfach so ein näher Verwandter von Gott, sondern er ist Gott. Er teilt mit ihm die Kraft. Es ist die gleiche Schöpferkraft, die in ihm ist. Und die Kraft, die dürfen wir auch in Anspruch nehmen. Vielleicht hast du in diesem letzten Jahr gedacht, ich brauche den starken Gott. Vielleicht brauchst du ein Wunder. Diese Schöpferkraft ist durch Jesus zu uns gekommen. Das Dritte, was wir über Jesus lernen, ist, dass er ein ewiger Vater ist. Was ich immer recht lustig finde, wenn ich den Vers lese, ist, dass es zuerst heisst, dass ein Kind geboren worden ist und nachher heisst, dass man dem Kind ewiger Vater sagt. Schon ein bisschen lustig, oder? Aber das heisst eigentlich nichts anderes, als dass Jesus möchte wie ein Vater für uns sein. Und ein guter Vater ist einer, der uns gern hat, der das Beste für uns will und der immer für uns da ist. Und wenn die Bibel von Jesus sagt, dass er ein ewiger Vater ist, dann heisst das, dass wir immer zu ihm beten dürfen. Dann, wenn es uns gut geht und dann, wenn wir vielleicht traurig sind. Dann, wenn wir uns gerade brav und richtig benommen haben, aber auch dann, wenn wir vielleicht gerade etwas Blödes gemacht haben. Gott ist immer für uns da und der ewige Vater heisst, dass wir immer zu ihm beten. Und wenn ich da nochmal reinlange, komme ich zum letzten. Friedensfürst. Mit dieser Taube, die uns auch daran erinnern kann, wo das Zeichen ist für den Frieden. Ich stelle es schon mal an. Friedensfürst ist jetzt nicht gerade ein Wort, das wahrscheinlich du und ich jeden Tag die ganze Zeit brauchen. Und gleich haben sicher viele von euch schon gehört, vielleicht schon gelesen, in der Bibel, dort kommt es mehrmals vor. Aber was bedeutet denn das Wort eigentlich genauer? Ich habe mir dann so bildlich vorgestellt, wenn jetzt Jesus da wäre und er müsste sich präsentieren als Politiker, um ein Land zu regieren, dann wäre das, wo er würde sagen, wählt doch mich, weil ich bin der Friedensfürst. Ich bin der, der Frieden bringt und ich werde auch der sein, der den Frieden bewahrt und ihn beibehaltet. Das Coole und das Schöne ist, dass Jesus sich nicht wählen lassen, sondern dass er der ist, der regiert, dass er der Friedensfürst ist. Und das ist das, wo er sagt, wo der Jesaja über ihn sagt und auch Jesus über sich sagt, ich bin der, der den Frieden bringt und ich bin der, der den Frieden bewahrt. Das Geschenk durch Jesus ist Frieden. Und ich habe das in diesem letzten Jahr irgendwie auch auf besondere Art persönlich erleben. In einer Zeit, wo ich irgendwie viel Gedanken hatte und ich nicht ordnen konnte, viel um die Ohren, es war irgendwie viel los. Und ich bin in diesem Moment zu Gott gegangen, habe bei ihm irgendwie Ruhe gefunden und ich habe ihn so wirklich als den Friedensfürst erlebt. Wenn es rundum tobt, wenn der Sturm tobt, ist er der Friedensfürst, der einem Frieden geben kann. Die Probleme waren nicht unbedingt gelöst gewesen, aber ich durfte das Geschenk entgegennehmen vom Friedensfürst. Hey, und jetzt ist heute ja der letzte Tag von dem Jahr 2023. Und das ist immer so ein guter Moment, um zwei Sachen zu machen. Einerseits nochmal zurückschauen auf das vergangene Jahr und sich versuchen daran zu erinnern, was alles passiert ist. Und andererseits auch einen Moment vielleicht zum Führen schauen und sich überlegen, hey, was kommt eigentlich in dem nächsten Jahr, 2024, so alles auf dich, auf mich zu. Und wir wollen das heute Morgen machen, indem wir ganz besonders auch an die Eigenschaften denken, die der Bibelvers uns über Jesus sagt. Und so können wir uns heute jetzt einen Moment Zeit nehmen, um uns Gedanken zu machen und uns selber fragen schnell, in diesem letzten Jahr, wo habe ich Gott als das grösste Geschenk erlebt? Wo habe ich vielleicht ihn als wunderbaren Ratgeber erlebt, der mir geholfen hat, gute Entscheidungen zu treffen? Wo habe ich ihn als starken Gott erlebt, der vielleicht ein Wunder gemacht hat, wo ich lange dafür gebetet habe? Wo habe ich ihn als ewigen Vater erlebt, der immer für mich da ist? Auch dann, wenn ich mich vielleicht fast nicht getraut habe, zu ihm zu kommen. Und wo war er mein Friedenfürst gewesen, der Frieden geschenkt hat, auch in schwierigen Umständen drinnen? Manchmal geht es uns allen so. Wir vergessen so schnell, was Gott alles Gutes für uns da hat. Darum wollen wir uns heute einen Moment Zeit nehmen und nochmal ganz bewusst an das denken, all das Gute, was Gott in dem letzten Jahr für uns gemacht hat. Vielleicht willst du aber auch vorher schauen. Vielleicht weisst du schon, dass eine grosse Herausforderung oder etwas Besonderes auf dich wartet in dem nächsten Jahr, wo du selber noch ein bisschen unsicher bist. Und dann kann heute auch so ein Moment sein, wo man gerade zum Start des Jahres, noch bevor es richtig angefangen hat,
mit dem zu Gott gehen und ihn bitten, dass er uns hilft. Dass er sich eben auch in dem nächsten Jahr als wunderbarer Ratgeber, als starker Gott, als ewiger Vater oder als Friedensfürst zeigt. Vielleicht gibt es auch etwas, wo du schon lange dafür betest und noch nicht so gut gekommen ist. Dann soll auch heute Morgen so ein Moment sein, wo wir nochmal zusammen das vor Gott bringen und ihn bitten für das nächste Jahr, dass er sich so zeigt als das grösste Geschenk. Und wir beten miteinander. Jesus, danke vielmals, dass du auf die Erde gekommen bist und dass die Weihnacht nicht so schnell vorbei ist, wie sie manchmal bei uns so schnell vorbei ist, sondern dass das ein Geschenk ist, wo du für immer da bist, dass du immer bei uns bist, Jesus. Und ich danke, dass viele von uns das in ihrem Leben haben dürfen erleben, dass du ein guter Gott bist, der für uns da ist, der sich um uns kümmert. Und so wollen wir nochmal zurückschauen auf das letzte Jahr. Und wir wollen dir von Herzen Danke sagen für die kleinen und grossen Wunder, die du da hast in unserem Leben. Wir wollen dir Danke sagen und es nicht vergessen, was du Gutes da hast für uns. Und Herr, zum Start für das neue Jahr, wenn wir eins schon mal in unseren Gedanken festsetzen, dass wir mit dir zusammen auch in das neue Jahr gehen wollen, egal was auf uns wartet. Und dass wir daran glauben wollen, dass du ein guter Gott bist. Dass du ein wunderbarer Ratgeber, ein starker Gott, ein ewiger Vater, ein Friedenfürst willst sein für uns auch in dem Jahr 2024. Danke, dass du mit uns kommst, in alles hinein, was uns erwartet. Amen. Amen.